Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Thema Max Eberl. Erstmal auch hier an dieser Stelle nochmal, alle die beim Stream dabei waren, vielen lieben Dank, es hat mir super viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich hoffe ihr freut euch auch schon so wie ich auf den nächsten Stream. Wir kamen im Stream leider kaum dazu, das Thema Max Eberl mal ein bisschen ausführlicher zu behandeln. Ja, haben wir immer mal kurz angeschnitten. Aber deswegen möchte ich hier jetzt einfach nochmal ganz kurz meine Meinung, die sehr zwiegespalten ist, mit euch teilen. Beziehungsweise meine Gedankengänge. Eine richtige Meinung habe ich mir noch gar nicht so rausgebildet. Welche Gedanken habe ich? Erstmal Chapeau an RB Leipzig, dass die da so stabil sind und sagen, ja, pass mal auf, mein Freund, wenn du dich hier nicht mit uns klar identifizieren kannst, dann stellen wir dich frei, wir wollen dich hier nicht. Punkt. Super, hier alle Daumen nach oben für RB Leipzig für dieses Verhalten. Ist nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Finde ich sehr gut. Na klar haben sie ihn nur freigestellt, na klar wollen sie für ihn eine Ablöse haben, na klar wissen sie, dass er gerne zum FC Bayern möchte, sie wissen, dass Uli Hoeneß ihn gerne haben möchte. Da sind wir auch schon beim Thema, Uli Hoeneß. Von daher müssen da ein paar Mille fließen. Punkt. Ich gehe davon aus, dass er safe kommen wird, ob jetzt sofort oder zur Winterpause oder zur neuen Saison. Sei mal dahingestellt, ich gehe davon aus, dass er safe zu uns kommt. So, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal auf die Geschichte Sportdirektor zwei Möglichkeiten. Entweder hat man einen Freund verpflichtet mit dem klaren Hinweis, hier, pass mal auf, wir werden sehr wahrscheinlich den Eberl früher oder später verpflichten oder ansonsten einen anderen Sportvorstand. Dann alles fein, tutti, dann weiß er, worauf er sich eingelassen hat. Andere Möglichkeit ist, man hat einen Freund verpflichtet, vielleicht sogar mit der Aussage, ja, vielleicht, wir gucken mal, wenn du ein Jahr hier bist, so wie es auch in der Pressekonferenz rüberkam, damals mit dem Chrissy. Welt. So mit der Aussicht darauf, dass er das vielleicht irgendwann machen könnte. Dann stößt man ihn natürlich jetzt vom Kopf. Dann ist die Frage, was ist er für eine Art Mensch? Er hat ja angeblich sich schon geäußert und gesagt, ist für ihn kein Problem. Ja, trotzdem dann nicht die feine Art. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Wenn das abgesprochen war, natürlich super, ja. Vielleicht kennen die sich schon, vielleicht harmonieren die gut zusammen, dann könnte es ein super Gespann werden, weil sportlich, was ein Eberl in Gladbach geleistet hat, Chapeau, ja, hat er gut gemacht. Klar kannst du jetzt nicht Gladbach mit Bayern vergleichen. Leipzig, weiß ich nicht, wie viel Anteil er jetzt da als... Er war ja auch nicht Sportdirektor, glaube ich, ne? Auch Sportvorstand oder sowas, was weiß ich. Weiß ich jetzt nicht, ob er da der alleinige Meister war, der die Transfers eingetütet hat. Kann ich euch nicht sagen. Wenn dem so war, hat er natürlich auch einen guten Job gemacht, gar keine Frage. Ja, aber bei uns ist trotzdem nochmal ein anderes Anforderungsprofil. Aber natürlich ein Bayer, der auch ein bisschen den Verein kennt, auch wenn es schon jahrelang her ist. Aber auch wieder so mit dem Uli. Ja. Der Vorteil, warum ich das ein bisschen positiver sehe, wie es zum Beispiel damals beim Christian Nährlinger oder beim Brazzo war, die alle Ja und Arm gemacht haben. Ein Eberl hat ein anderes Profil sich in Gladbach erarbeitet. So. Ich weiß aber nicht, ob er das gegenüber Uli durchsetzt. Ja, wenn es so ist, ja, dann wäre er auf jeden Fall eine Bereicherung für unseren Verein, gar keine Frage. Also wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass er sportlich was drauf hat, der Eber. Ja, Punkt. Dass er was von seinem Fach versteht, müssen wir auch nicht drüber reden. Die Frage ist wieder nur, ist es dann wieder so eine Marionette, so wie es die anderen waren, vom verlängerten Arm von Uli Hoeneß? Oder ist er dann mal einer... Man kann sich ja gerne die Meinung vom Uli einholen, ist ja alles gut und schön. Ist immer noch der Uli, der hat den Verein gelebt wie kein anderer, hat den Verein aufgebaut, das, was er ist. Zu 95%, ja sagen wir mal für 90% verdanken wir es dem Uli, zu 10% vielleicht den Kalle. Da müsst ihr gar nicht drum herum reden. Ja? Aber die Zeiten ändern sich nun mal einfach auch im Fußball. Und ja, na klar kann man sich Rat einholen, aber am Ende des Tages muss dann Eberl da stehen und die Meinung durchsetzen, die er hat. Ja? Das ist so das Wichtige. Das ist so das Problem, was diese anderen, glaube ich, nicht geschafft haben, die bisher
da Sportdirektor, Sportvorstand waren. Ja, von daher sehe ich das ein bisschen gespalten. Es kann, wie gesagt, super passen. Allerdings dann die Art und Weise, wie er jetzt mit Leipzig umgegangen ist, oder auch die Art und Weise, wie er mit Gladbach umgegangen ist und dann so wie die Art und Weise war, wie er nach Leipzig gegangen ist schon sehr, sehr fragwürdig. Ja, ich bin jetzt nicht so der super-duper Typ, der so richtig drin ist in den ganzen Burnout-Depression-Geschichte. Ich kenne mich ein bisschen da aus, weil ich da privat mit zu tun habe. Jetzt nicht bei mir persönlich, aber bei jemandem, der mir nahe steht halt. Und ja, das machst du halt eigentlich nicht so schnell, wie es beim Eberl dann auf einmal wieder weg war, weg. Ich möchte ihm da nichts unterstellen. Vielleicht war es wirklich nur ein Burnout mit einer leichten Depression oder so. Ja, dann kriegst du das vielleicht so schnell wieder weg. Aber ist dann auch das Ziel, gleich wieder zu sagen, ich baller mich da gleich wieder so rein und weiß ich nicht. War schon alles mit ein bisschen Geschmäckle, wie das abgelaufen ist. So, das ist, was ich sagen will. Schwierig. Wisst ihr? Ich finde es schwierig, dass wir dann so eine Leute uns ins Boot holen. Nochmal, fachlich brauchen wir uns nichts vormachen. Kann er natürlich was, auch wenn der FCB andere Anforderungen hat, anderes Kaliber ist. Wenn das alles abgesprochen ist mit dem Freund und so weiter, würde ich sagen, ja, komm, was hast du jetzt super groß zu verlieren? Sollte das nicht so sein und der sich vom Kopf getreten fühlen oder so, dann finde ich das schon wieder unterste Kanone. Ja. Leider werden wir das sehr wahrscheinlich nicht wirklich erfahren. Ich meine, noch ist nichts fix, aber alle Zeichen deuten ja darauf hin. Ja, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der E-Ball bei uns aufschlägt. Ich kann mir jetzt noch nicht abschließend eine Meinung bilden. Ich muss mir echt dann angucken, wie er bei uns auftritt, wie er sich verkauft, ob ich ihn das alles dann so abnehme. Und wie es dann auch sein wird, wenn es dann auch mal klare Worte bedarf und so weiter. Ja. Das ist ja, was ich beim Freund sagte. Ja, ob er dann auch der Mann ist, der da irgendwie vielleicht dann mal den Trainer den Rücken stärkt und da klare Worte findet. Das sind so die interessanten Sachen. Also ich kann mir da noch nicht wirklich ein gutes Fazit oder eine gute Meinung bilden. Deswegen wollte ich das Thema eigentlich im Stream behandeln. Werden wir dann aber auf jeden Fall im nächsten Stream behandeln, das Thema. Ja, weil ich da einfach auch ein bisschen Meinung von euch brauche, um mich da irgendwie mal in eine Richtung zu bewegen. Aktuell bin ich da echt unentschlossen. Ich sehe viele gute Sachen, die Vorteile bringen könnten. Ich sehe aber auch echt viele bedenkliche Dinge. Ja, von daher, aber ihr könnt es mir auch gerne hier schon in die Kommentare schreiben, nehme ich natürlich auch gerne mit. Aber ansonsten werden wir das nächste Woche Montag ab 19 Uhr, beziehungsweise die erste Stunde machen wir immer so ein bisschen hier auf eure Sachen ein. Ab 20 Uhr werden wir dann mal in das Thema Max Eberl auf jeden Fall nochmal reingehen. Ne? Und mal gucken, ob wir uns da irgendwie dann, oder ich mir dann besser eine Meinung bilden kann. Aktuell, ja, bin ich da echt hü und hot. Also komplett hin und her gerissen. Was ich natürlich schon wieder wild finde, ist, dass wir natürlich dann schon wieder mal eine Ablöse an RB Leipzig zahlen für irgendeinen Sportdirektor, Sportvorstand, was auch immer er da war. Hat ja mit dem Nagelsmann auch so super geklappt, die 20 Mille, die wir da investiert haben. Ja, weiß ich nicht, ob das immer alles so der Way to go ist. Ich denke, es war schon, bevor ein Eberl nach Leipzig gegangen ist, Kontakt da zum FC Bayern. Ich weiß gar nicht, ob das damals nicht auch durch die Presse ging. Aber dann war das ja ratzfatz so, ich bin in Leipzig jetzt und auch wo er in Gladbach war, hat er so oft gegen den FC Bayern geschossen, Alter. Deswegen, das sind alles so Dinge, die mich da ein bisschen zweifeln lassen. Aber vielleicht sehe ich das dann auch einfach zu kritisch und der eine oder andere von euch sieht das vielleicht ein bisschen positiver, kann mich damit ins Boot holen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen.
Das war mein kurzes Statement zu Max Eberl. Sollte rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, bleibt gesund. Und wir sehen uns zur Spielanalyse, wenn ihr Bock habt. Nach dem Champions League-Spiel gegen Kopenhagen. Und live, wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Twitch. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Tschüssi.